Guten Morgen. Ich begrüße euch im Namen Jesus Christus. Mir freut uns, dass Pastor Paraklusen al zei, dat is de eerste boodschap in een jaar. En dat ik de gelegenheid kreeg, ik voel me een beetje geëerd dat ik de gelegenheid had de eerste boodschap te brengen. Ik kijkte in de vergangenheid, het laatste jaar, am Anfang van het jaar, wat ik dan van de boodschap had, de eerste boodschap in dat jaar. Ik geloof de titel today, boodschap dan, dat we een nieuwe aanvang. En ik bid te God wat Hij wil gaan, wat ik van jou vanmorgen, wat ik zal reden. En zo, mij vreet het ook allemaal, ik wil niet hier dat te zijn, dat ze gaan gebed voor de boodschap, voor de redner, voor wanneer de kijken dat die wordt geleerd zijn van God. En zo, ik bid ook te God dat Hij mij woord geven, wat ik zal mitteilen. En veel zinnig, ik verveer me einfach een beetje de schriftstellen, wat Pastor Herman hier mitteilen, die ons in de Engelse onderdag. Ik had al wat noten gemerkt voor deze boodschap, wat ik wil meer reden heb. En er waren veel van de schriftstellen, wat hij mitteilen, dat ik verveer me einfach zo ver, omdat hij de schriftstellen krijgt dezelfde, wat hij mitteilen deed, wat ik had uitgewählt had, wat ik wil van jou mitteilen. So, ik wist niet meer nergens, ik zal de ganze andere boodschap reden oder niet, maar dat we God hij een beetje op een andere weg gaan, als hoe ik gereden had, aan te gaan met de schriftstellen. So, de titel wat ik van jou gewählt had, is een Ziel Saten voor dat nieuwe jaar. Een Ziel Saten voor dat nieuwe jaar. En ik dacht, vielleicht had ik dat zo een beetje anders, andere naam geven, laten zijn, een Ziel Saten voor onze toekomst. Ik glaube, dat is goed, vielleicht wenn wir in de tijd nemen, wo wir uns wählen, ein Ziel zu saten, wieder zu gehen. Im neuen Jahr, was meistens dann passiert, dass wir Menschen einen frischen Anfang sich wählen zu merken. Und eins dann auch verschiedene sich wählen, was sie wollen tun, merken sich New Year Resolutions und so weiter, dass sie wollen ein anderes Leben anfangen für das neue Jahr. Aber ich glaube, das ist vielleicht gut, aber ich glaube, dass lieber, wenn wir ein Ziel saten für unsere Zukunft, dann door nu streven, door probeeren aan te gaan, den Ziel wat we aan het zaten doen. En wenn wir lesen dann von Apostel Paulus in seinen Brief, der hat sich auch ein Ziel gesagt, wo er hingehen deed, wo er hinchecken deed und wo er hin will. Und dort ist, wo er hingehen deed, er sah ein Ziel und er checkt vorab und checkt durch, wo er sich gesagt hat, durch hinzugehen. Und oftmals, dass er de Ondacht, nicht de Ondacht, dat hij in zijn woord schreven van het leven van wat dat vergelijkt weer met een reis. Veelmaals in zijn brief de hebben van dat hij het leven met een reis vergelijken. En we weten dat wanneer we een reis gaan doen, dan doen we dat doorop dat we een prijs gewinnen doen. Dat we aankomen doen, dat we een prijs krijgen, dat we een gewinnen. Dat is de oorzaak waarom oftmals wordt gereisd. En dan gaan ze door op den prijs te gewinnen. En hij schreef ook in 1 Korinther 9, vers 25, zegt dat wer een reis raant, laat al het andere het bezit. En ik lijkt het hier een beetje wat hij geschreven heeft. Zonder wat een reis nagaan heeft, dat laat al dat andere wat daar, wo een hindernis zijn in zijn leven, dat laat dat bezit. Dan zegt hij, ja niet doen dort om een krans te krijgen. Also die, wat vielleicht ein bisschen gewöhnlich eine Reise herandoen und nicht im Glauben sind, ein bisschen eine Reise herandoen haben, was sie gewinnen doen. So heißt die doen dort um einen Kranz kriegen, der doch nicht bleibt. Dann sagt er über wie, also die Gläubenden, wir doen dort um einen Kran zu kriegen, der ewig bleibt. Das ist, worum die Gläubenden in Reise angehen doen und brauchen heran, dass sie eine ewige Lohnung kriegen dafür. Und das heißt, dass das andere Besitz lassen. Wenn er ein Reis randoen, dann das andere Besitz lassen. Wir wissen, dass wenn er ein Reis randet, dann hast du echt viel Raum, haben alle Hand mitschlafen, mitdrehen, dass sie ein Reisen können, dass wir ein bisschen Hindernis sind für Iran. Und so ist das mit einem Reis. Er sagt hier, dass sollen all das andere Besitz lassen. Und so, dass das nicht kann, ein Hindernis sein in einem sein Leben, in einem sein Ran in den jährlichen Bereich.
En dan wollen we bedenken, dan, wat is dat aangeet? Wat moet al dat aangeet zijn, wat we willen kunnen im Stich stehen für ons leven, ons geestliche leven wieder te komen? Wat zijn de aangeet dingen, wat hij houden, dat wat we zullen te zien gelijk worden? Ik glaube, dat zijn oftmals dingen, wat vielleicht in der Vergangenheit beleefd haben, Dinge, wo sie Leid haben, dat jetzt entschlagen, die denken da oftmals an, was sie in der Vergangenheit getan haben, und sind vielleicht sogar Sünden in ihr Leben, was sie materiell tun. Das sind alles Dinge, die hindern das in ihr Leben, dann wieder zu kommen. In Hebräer 12, Vers 1 sagt, dass weil wir nu auch die Sünd aufleihen, der uns so leicht anhält, in schwerfältig merkt, in onhullen ranen. So heißt es, weil wir onhullen ranen, so als das für uns bestimmt ist. So das sind oftmals, glaube ich, Dinge, die uns treiben, wenn wir Dinge haben in uns Leben, in unserer Vergangenheit, und wir sind nicht willens, die ganze Tag zu lassen, die zu hängen lassen. Wir drehen den Markt, schlafen den Markt, und das uns abhauen. Und Paulus, als ich sehe, der hat auch ein Ziel gesagt, vorab zu gehen. Und er sagt in Filippa 3, Vers 14, ich gehe auf das Ziel los, den Preis zu kriegen, wo Gott mich vom Himmel in Christus Jesus gerufen hat. So wir wissen, dass Gott hat sich anberufen für einen Dienst, und dass wir ganz klar, da wird er sich ganz sicher an. Und er sagt, auf den Ziel gehe ich los. Und wir wollen noch mehr davon hören in Lothar. So erst in seinem Leben hat er ein anderes Ziel, als er nu gesagt hat. Er hat nu ein frisches Ziel gesagt in seinem Leben. Aber er hat ein ganz anderes Ziel, als er nu in den letzten Tiden von seinen Jahren hat. Als er nach Saul von Tarsus war, als er einen anderen Namen hat, dann hat er ein anderes Ziel, als er nu hat. Und er sagt, er vergot, was der Hänger am Licht. In Vers 13 sagt Paulus, ich vergeet, was Hänger mir liegt, und reicht mich nur dort, was der Fer mir ist. So er reicht sich nur dort, was der Fer an wir, was der nu Fer an wir. Das, wo er sich anreichen will. So ich glaube auch, dass das gilt, wenn wir ein Ziel sagen, wenn wir uns ein Ziel gesagt haben, aber weil wir so ein Ziel sagen, wo Gott mit einverstanden ist. Dass wir näher wissen, dass das ist, was Gott unterstützen würde, wo er mit einverstanden ist. So ein Ziel sagen, das dort in dann vorabgehen. Und dann, dass Gott übergeben, dass er kann bei uns sein und mit uns sein, in dort, wo wir uns vergenommen, was wir wollen tun, den Ziel, was wir uns gesagt haben. Dass wir ab dem Ziel wollen vorabgehen, dann wissen wir, dann will er mit uns sein. Dann ist er bei uns, wenn wir sehen wollen tun. Und wir wissen, dass seine Wege sind gut. Wenn wir wissen, dass was er von uns will, dann wissen wir, dann haben wir Arm an unserer Seite. Das ist gut. In Sprecher 16, Vers 3 sagt er, übergebe dort den Herrn, was du im Hand hast, in die Wort dort mit deinen Plänen gleichen. Und weißt du, wenn wir wissen, dass das ist ein Slav, was Gott, wo er uns mit beistehen hat, dann können wir ihm das übergeben und er wird das leiden, dann wird uns das gleichen, was wir im Sinn haben. Gott das übergeben, weil wir wissen, seine Wege sind reich. Das, was er will haben, das ist reich zu tun. Und den seine Wege sind so verkehrt, wenn wir antworten, und seine Wege sind ganz anders als unsere Wege. Die Dinge, was wir uns vergenommen haben, wo wir ändern, dass seine Wege sind ganz anders gewesen. Einmal planen wir gewisse Dinge in uns Leben, was wir geplant haben, was wir wollen tun in der Zukunft, und wir gehen dort los, haben dort ein Ziel gesagt, und dann gehen wir weg, gehen wieder, dann wollen wir ändern, uns hat das gleich mit dort. Wir kommen am Ende mit dort, was wir haben angefangen, und dann checken wir Tränen, dann wundern wir uns, warum das passieren wird, warum hat das nicht ausgearbeitet, als ich gedacht habe. Dann checken wir Tränen, dann wissen wir, das sind Dinge, was wir uns selbst ausgedacht haben, wir haben nicht Gott damit angenommen. Und wenn wir das tun, dann tun wir Dinge in uns nicht wollen, uns nicht Verständnis, und wo wir an Gott haben, einen anderen Plan, als wir haben. So, das ist wichtig, dass wir wirklich checken, was Gott sein Plan ist, was sein Willen ist für uns. Weet je, der Apostel Paulus, der hat erst, als ich gesagt, der hat ein ganz anderes Ziel, Paul wie, als er nach Saul von Tarsus wird, dann hat er einen ganz anderen Sinn in seinem Leben. Er dachte dann auch, wie am Reichten, er wird den Pharisäer und verfolgt die Christen zu der Zeit. Hat er die Christen sehr schwer verfolgen. Und er wird sogar einverstanden mit, dass Stephanus steinigen leiden.
Und Stephanus, die wollten vielleicht wäre das erste Geschichte von wo sie den hatten gesteinigt, hat wieder eine von den 7 Diakonen, die der erste gewählt werden, in der Anfangskirche, die erste Kirche, da haben sie 7 Diakonen gewählt. Und Stephanus wird einer von den Diakonen, in den wird gesteinigt. In Saul wird mit einverstanden, den zu steinigen. Und man bedenkt dann, warum wird Stephanus gesteinigt? Warum wollen sie den steinigen? Das ist interessant, wenn wir in sein Leben ein bisschen betrachten, wo er heran nur wir. Stephanus hielt die jüdische Lehrerschaft, die Schriftgelehrten, die Sanhedrin und all die, was die Feste waren in Jerusalem, in die Gemeinde der Zeit, er hielt die alle Hand fair, was sie waren, was sie haben, wovon sie leben, sie führen deuten. Und hielt ihn dort fair. In Apostelgeschichte 7, da lesen wir von dort, Apostelgeschichte 7, Vers 51 fängt er an, er fängt hier an, das zu sein. Je stieg hab, Horten und Uhren nicht beschneden, die streben immer je in den Heiligen Geist. Das hält er ungefähr, er sagt, die sind so, was je in den Heiligen Geist streben dann, die schaffen je in den Heiligen Geist, nicht mit den Geist. Kriegst du aus jene Fudersch immer leiden, dann sagt er sogar, jene Fudersch hat nicht kriegst du. Das ist, wo je leben leiden. Dann sagt er, fragt er, dass die eine Frau stellen, sagt er, wohnen Prophet haben jene Fudersch nicht nur gestohlen, und sie mögen der Daut. So da haben die nur gestohlen und auch sogar Daut gemerkt. Und die Saten, sie haben nicht prophezeit, dass die Saten, der gereichter kommen wird, dass Jesus Christus würde in diese Welt ankommen, und sie nehmen das nicht an, und sie die jeden Stunden, die mögen sogar Daut, dass die sehen, dass da wird einer kommen, der gereichter wird, der wird kommen. In denen die nu verrot und Daut gemerkt haben. So hat er hier ein Beschuldigung mit einer sehr schweren Beschuldigung. Er sagt, hier haben die Verväter, da haben die Propheten Daut gemerkt, und hier haben was die Propheten dann gesagt haben, was da kommen wird, den haben sie auch Daut gemerkt, den haben sie Daut gemerkt. Sehr brav wir, was sich wirklich zu sein, zu dieser Lehrerschaft hier. Und das wären Pharisäer und Sanhedrin auf Englisch. Man ein bisschen kicken, das studieren, was sie für Menschen wären, das wären so, was sehr hoch angestellt wären in Jerusalem, in der Gemeinde. Das wären die, was der Verste gehen, die wären die, was der Satz in der Regeln und alles proben zu merken. Und auch Nerven, die sollen ganz schnell neu falsch werden. Und dann sagt er, dass sie wären sogar die, was der Gesetzbrecher wären. Sagt Stephanus zu der Lehrerschaft hier. Also jedenfalls hat gesagt, durch Engeln teuerstellt, und die haben dort nicht gehauen. So soll es dort zu dieser Lehrerschaft sein, dass sie haben all diese Dinge getan und erleben in ihrer Verfette, wie kriegst du was, und dass sie haben das Gesetz gebrochen, dass wir nicht ein kleines Ding, das jüdische Volk oder die Sanhedrin und Pharisäer mit so einem Wort als das beschuldigen wir nicht nur einfach gesagt, das wird nicht was Kleines. Aber Stephanus, der wirkt sich dort. Er wusste, was sie für Leben haben, was sie für Menschen wären, und er hält das alles fair. So ich sehe, dass wir der Lehrerschaft, dass wir today die Verste, der höchste jüdische Gericht, des Sanhedrin und der Pharisäer. Und das wir dort, was heute beschuldigen, dass wir dort, was das bringen, dass sie am Stein leiden. Die können nicht verdrehen, das zu hören von einer Person, dass sie dort sein, denn beschuldigen für so eine Stadt. Das mögt bedeutet, dass sie am Stein leiden. Das sagt er in Kapitel 7, Vers 55, als das hier den Schneid an dort, durch das Hort, in sich gnarsten die Tänen über Arm. Sie werden hier ganz angehört, da über Arm. Das hat sich sonst wirklich zu sein, die Ernte. Dann sagt er über Stephanus, Fall vom Heiligen Geist, kickt nach dem Himmel und sagt Gott seine Herrlichkeit. In Jesus begott zu der rechten Hand stehen. Das, was er sagt, ist eine Herrlichkeit in dem Himmel. Der Himmel stand oben, da sagt er Jesus mit der rechten Hand und Gott seine Seite stehen. Und er sagte, kick, ich sehe den Himmel auf und die Menschen sehen, wie Gott zu der rechten Hand stehen. Jesus, den sie dort gemerkt haben, hat der lebt, der wir da an Gott seine sieht. Und den kann er sein. Und das möchte der Lehrerschaft bloß nach $1. Der war noch bloß nach $1 über das, was er zu sagen hat. Die werden hier ganz angehört über den, und nu, der war bloß $1 und $1. Das sagt Vers 57.
Es ist interessant, dass er geschrieben hat, dann schreien sie, Lüde, schreien, voller Holz. Und hielden sich die Ohren tau. Und morchten alle tegelijk op am los. Die können nicht verdrehen. Die schreien einfach Lüde in Arm und hielden sich die Ohren tau. Sie haben genug hier. Sie wollen mal hören, was das zu sagen hat über ihn. Das mögt er ganz angehört da. Und sie morchten alle tegelijk op am los. Einmal dass der Spruch wird sein, dass die Wahrheit das weh. The truth hurts. Und ich glaube, wie das hier auch. Sie hören hier Wort von diesen Jungen, die kommen, was sie nicht hören wollen, das leichen sie nicht zu hören. Aber das Stephanus, der wird Beruf mit den Heiligen Geist gelehrt, voll den Heiligen Geist, und er hält all diese Dinge für, das können er nicht verdrehen. Und sie schmeiten an, aus der Stadt rüt und steinigen an. Sagt er, in der das Zeichnis geben, leden ihre Kleider an für den jungen Mann Saul, was an Saul wird, soll es zu hören. Saul wieder auch, die wir mit dieser Gruppe taub da. Die leden die Kleider da für diesen jungen Mann an. Und das wird Saul von Tarsus. Dann wird er noch nicht der Apostel Paulus. Und sagt er, Vers 59, und während sich Stephanus steinigen, bet er und sagt, Herr Jesus, nimm mein Geist ab. Er wird recht am Sterben. Er fürchtet, er wird an sein Geist abnehmen. Und zuletzt hat er noch ein Verlangen, dass Gott an diese Schuld nicht wird verhauen. Hier hat er noch was Gutes in sein in diese Lehrerschaft. Wenn er einmal stehen hat, hat er noch gute Gedanken über das Lecken, was Jesus Geistes dort hat. So am Kriechen leiden, dann sagt er auch zu sehen, Bruder, du soll dir vergeben, weil sie wissen nicht, was sie leiden. Und hier sagt Stephanus, sagt es dort, er sagt dann, knallt er sich dohl und schräg mit Lüderstamm, Herr, hold diese Sinn nicht jeden an. So sind Verlangen wie noch, dass Gott nicht diese Sinn wird jeden anholen. Hat noch gute Gedanken. Jeden sind jene, was am Daut leiden. Und als er das gesagt hat, schreibt er an. Hier starb er. Wir hier nicht, dass die Schrift sein, dass Saul wirklich auch Port hat an den Steinen, dass er Steine klettern und Arm. Wir lesen dort nicht. Aber wir lesen, dass der Heilige mit einverstanden wird. Wenn wir übergehen, das 8. Kapitel, Vers 1 sagt, dass Saul wird damit einverstehen. So er wird damit einverstehen, dass sie am Steinen leiden, dass sie am Daut mögen. Und er sagt, in Krieg dann fängt eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem an. Und sie werden über ganz Judäa und Samaria verstreut, bitte die Apostel. So hier wird eine große Verfolgung in Jerusalem, zu der Zeit. Und ich glaube, das wird gelehrt vielleicht von dem Apostel Paulus, oder dann Saul genannt, er wird vielleicht die Verstoffen, die verfolgen leid. Und die Menschen, die Christen, die Glaubenden, die werden weit und breit verstreut. Das ist, was von Mensch Saul dann wie Paulus. Er wird eine ganz andere Person. Das wird sein Ziel, die Christen abzunehmen, das sie zu bringen. Und er dachte sogar, dass er Gott gefallen. Er dachte, er hat Gott gefallen mit den Christen abbringen, die über sie bringen. Er probiert all seine Jünger, Jesus seine Jünger zu morden. Das, was sie verlangen wir. Apostelgeschichte, das 9. Kapitel, Vers 1 sagt das. Er sagt, Saul überschnauf nach einmal am sich und trieb den Herrn seine Jünger zu morden. Und er ging sogar, er will Unterstützung haben von der Lehrerschaft, von den hohen Priester, dass was er im Sinn hat zu tun, dass das anders würden unterstützen, was er will tun, was er im Sinn hat. So hij ging naar de hoge priester en vroeg hem brief dat hij met vrijheid kan voorwaarts gaan, wanneer hij naar Damascus ging. Hij werd dan naar Damascus en dan zei hij, wanneer hij hier wees, hoe Christen ving, dat hij kon met vrijheid die vastnemen en trainen in Jeruzalem slaan. So hij wil ondersteuning hebben van de hoge priester en hij kreeg dat ook, die weer nu einverstand met. Dat hij dat kon doen. Hij gaf een brief dat hij kon dat doen wat hij hem zin had te doen. Dit wird zijn ziel, de Christen abzunehmen, de Daut zu merken, über sie zu bringen. Because die Christen dort werden so, was die Jähen dort gehen leiden, was die Pharisäer und die Sanhedrin leiden. Die haben Jesus nur gefallen. Das werden die, was die Jesus nur fallen leiden, dass die nicht bloß in die Gesetze holen, aber die können gerat werden durch den Glauben an Jesus Christus. Und das wird nicht, was sie lehren leiden. Die Lehrerschaft, die lehrt ganz anders, die leben, sie mussten die Gesetze holen. Und die Pharisäer, und die werden so,
Sachen mehr an. Die gingen alle in Rahmen Sachen mehr an beobachtende Menschen, die würden unterstaunen, als sie lehren deuten. Und wenn du eins wie wir, was je dort wir, und die Christen dort wir so, und das will er etwas Ziel bringen. Er hat das gar nicht gefallen. Aber als er am Weg nach Damaskus wir, ich wollte die Geschichte nicht ganz lesen, aber wir weiten die auswendig, glaube ich, alle sind ganz bekannt mit dem, als er hingegangen ist, auf einmal von Gott zu hören kriegt, dass er am rechten Weg wir. Das ist, wo Gott sich wählen, Gott sich anwählen, dass er soll arm nur fallen, nicht die Christen verfolgen. Das wie wo Gott sich anwählen, und deins zu tun für arm. Aber hier hat er sich selbst gedient, und deins zu tun für arm und für die Lehrerschaft der Zeit. Nu hat Gott sich gewählt, dass der soll für arm gehen. So, als er am Weg nach Damaskus wird, kommt er immer und sagt, da hat Licht abarm, dass er sogar ab jeden Fall und dort kriegt er von Jesus zu hören. Das sagt der Apostelgeschichte 9, Vers 4, und er fällt ab jeden und hört eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, woran verfallst du mich? Ganz laut hört er das. Mit einer klaren Stimme, woran verfallst du mich? Und Saul kann ihm nicht mal. Sagt Saul, früh, Herr, wer bist du? Wer wird diese Stimme, was er hören wird? Wer bist du? Und der Herr sagt, ich sehe Jesus, den du verfolgst, den du verfolgen lässt. Und dann sagt er, in die Worte dort schwor worden, jeden die Stachel zu schlagen. Und was meint das da? Ich glaube, was er hier probiert zu sagen, ist, die Worte dort schwor worden, du wirst nicht wieder gehen, jeden mit zu gehen, wirst nicht jeden mit gehen. Das wird die schwor worden, sagt er. So Gott weiß ihm ganz klar, dass er jeden Arm arbeiten wird. Er jeden Arm. Er wird nicht mehr arm. Und es hat, ich weiß, wie viel Schulden er die Gemeinde getan hat, was er so viele Menschen verfolgt hat er ein anderes Ziel gesagt in seinem Leben. Ich glaube, das ist vielleicht Portwies von dort, wo er sein, dass er das für jeden, was der Hänger am Legen hat. Ich glaube, er hat vielleicht eine schlechte Gedanken, die er, was er erst vorher getan hat, die Christen. Nun soll er gehen Christen mehr an. Gott hat ihn gewählt, Christen zu mehr an, gehen Christen zu mehr an. Er schickt man gefällt ja, das Evangelium zu predigen, in Christen zu mehr an. Erst hat er die Christen verfolgen, die proben abzunehmen, und nun hat er nie Arbeit, nun soll die Christen mehr an. Kriegt das jeden, der das, was er hier schaut. Ich glaube, das ist etwas, was er probt zu verjähren, seine Vergangenheit. Das hat ihm hindern in seiner Reise, wo er angestoppt wird. Er wird nie in Reise angestoppt, und wenn er denken an die Dinge, was er in der Vergangenheit getan hat, ich glaube, das wird ein Hindernis in seinem Leben, in seiner Reise, wo er nicht werden wird. Nu zegt hij, zoals Filippa 3, Vers 14 zei, dat ik jou op dat Ziel los, den Preis te kriegen, wo der Gott mich von Himmel in Christus Jesus geroepen heeft. So, hij wist dat ganz klar, hij wist dat ganz nah, hij had geen Zweifel, dat Gott hem nicht geroepen hat. Hij hield het met de stem, der zelfs hier de stem vom Himmel sein, dat hij am verfolgen deed. Nu hat er een anderen Verlangen für ihn. Hij soll naar de Völker gehen, das Evangelium zu predigen. So nu sagt er, ich gehe auf das Ziel los. Das Ziel hat er nu gesagt, und da gehe ich los, um den Preis zu kriegen, wo der Gott mich vom Himmel geroepen hat. So er hat ein ganz anderes Ziel nu, als er erst hat. So er sagt, er hat für jeden, was der Hänger am Legen hat. Und wenn er dann denkt, kann er wirklich für jeden alle Dinge, was er vorher getan hat, kann er davon für jeden? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass er wirklich das jemals verjähren wird. Aber ich glaube, er will sich da nicht unterdenken. Weil er weiß, dass wenn er seine Gedanken durchhat in seiner Vergangenheit, was er vorher getan hat, dort wird ein Hindernis in seinem Leben, was er nu hat, in seiner Reise, wo er angestoppt wird. So, ich glaube, er will sich da bloß nicht unterdenken. Er will die Dinge hängen am Loten. Da werden vielleicht noch viel mehr Dinge sein, wo er nicht voll an denken, aber ich glaube, das ist vielleicht Portwies von dort, wo er sagt, ich verjährt, was der hinter mir ist, und reich nach dort, was der vor mir ist. Und ich kriegt er nicht mehr hinter sich, er kriegt nach dort, was der vor an wir. Das, was sein Verlangen wird. Nu hat er ein ganz anderes Verlangen, nu hat er ein anderes Ziel gesagt. Und ab das Ziel juckt er nu los.
So deswegen sagt Paulus auch, wenn einer am Reis rannt, lässt er all dort Anheilige besiegt. So all die Dinge, die da anheilig sind im Reis, die müssen zu Sieg gelegt. Und wir wissen nicht, wenn wir reisen, da wie jetzt das ganz klar, wenn wir reisen, und da allerhand schwere Dinge mitdrehen, mitschlafen, dann kann ich so wohl sich wiedergehen, dass der Unterschied kennen, wenn die all die Dinge tachluten, all die Gedanken oder was immer das mag sein, was ein Mensch will holen. Paulus will eine andere Person, er hat ein anderes Ziel in seinem Leben. Er will nicht mal, dass er verherr wird, er will eine andere Person. Nu wird er in Christus, eine Person, die in Christus wird, nicht auf was er verherr wird. In der Schrift sagt, dass wenn er in Christus ist, dann ist er eine neue Person. 2. Korinther 4, Vers 17 sagt, deswegen, wenn wir in Christus ist, dann ist er ein neuer Mensch. Dort, wo er verherr wird, ist nicht mehr. Er ist nu was nicht geworden. Und das hat Paulus auch wieder. Er hat sogar einen anderen Namen gekriegt, nu wieder der Apostel Paulus. Er hat nie einen Namen gekriegt, hat nie ein Ziel in seinem Leben, wo er nur streben will, und er vergaß, was er hängen an wird. Er will nicht mehr an das kommen und daran denken, seine Gedanken an die Vergangenheit haben. Ich glaube, das wird eine sehr gute Frau sein, was wir uns auch Frauen kennen, was wir uns sollen Frauen. Wenn wir in dessen Reis, in Christenreis hineingestorben sind, ich glaube, dann sollen wir auch zurückkicken, was da ist, was in uns Leben ist, was wir uns vielleicht mitdrehen und mitschlafen, und was uns gut hindern. Einige Dinge in uns Leben, was uns gut durchschauen oder sogar abholen, ganz abholen. Das können wir durch sein, wo ein Mensch so eine Dinge sich mitschlafen, mitdrehen, dass die gleich wieder kommen, das bringt den Menschen durch, wo die ganz abheben, sogar. Er kann gleich wieder. Das ist zu schwer. Ich glaube, wir sollen auch all die Dinge aufleihen, die da im Stich sind. Und dann nicht zurückkicken nur die Dinge, die da in der Vergangenheit gewesen sind, wo wir erst gewesen sind. Das kann ein Hindernis sein in unserem Leben. Wenn wir zurückkicken, dann, ich glaube, jeder einer von uns wird sich erinnern von gewissen Dingen in ihrem Leben, wo sie ein Leid sind, haben, und das leibst du nicht, wo du zurückgehen oder zurückkicken du haben willst, das ist eine Zeit, was einem das durchschlagen im Leben. So, ich glaube, wir sollen uns auch wählen, die Dinge zu sehen, die, wenn wir die haben in Jesus gebracht und Kreuz gebracht und die da loten, und so wir die da legen loten. Ich glaube, Gott will haben, dass jeder einer soll all die schlechten Dinge, die in der Vergangenheit begonnen haben, die hängen loten. Und dann nicht zurückkicken. Nicht zurückkicken, von wo er gekommen ist, und dann sich lieber janken und dahin zu gehen, wo er erst war. Oftmals sind Menschen, die haben schweren Titel, Dinge loszulassen, was sie in ihrem Leben gehabt haben. Die bangen sich treten nur. Dahin, wo sie gewesen sind. Die ist es schon, dort liegen zu lassen. Wir haben eine Geschichte von Lot in seiner Familie, wo Gott das hier in Sodom und Gomorra, die ging so ein weises Leben an, dass er hat sich gewählt, die Stadt anzubringen. So er schickt ein paar Männer, das wir ein Engel, aber er schickt ein paar Männer nach Sodom zu gehen, und er will Lot in seine Familie raten. Er will die Stadt anbringen, wenn es das sämtliche Leben, was er angehen in der Stadt. So er will über Lot in seine Familie raten. Und die Geschichte finden wir in 1. Mose, das 19. Kapitel. Als diese Engel erst bedeutet werden, dass 2 Männer bedeutet gehen werden, dass sie wollen Lot, der Rüd raten in seine Familie. Das bedeutet, dass ich in 1. Mose 19, Vers 12, als sie dann bannen werden, als sie Belat in Hüsten ankommen, als sie spannen werden, sehen der Männer zu Lot. Habe ich hier noch saß wem, so als Sehens, Dachter oder saß noch wem in dieser Stadt, bringt er ut die Stadt Rüd. So, da wollen die raten. Lot mit seiner ganzen Familie wollen proben zu raten, wollen diese Männer proben zu raten. Und da sehen, wir sind bereit, diese Stadt zu vernichten. Sie wollen gekommen, diese Stadt zu vernichten. Wir werden schwere klären, je in diese Menschen nur Gott gekommen, und er hat sich gewählt, das zu vernichten, und er sagt, diese Männer sollen das tun. Sie sagen, er hat uns geschickt, das zu vernichten. Diese Männer werden dort auf der Hand gekommen, diese Stadt zu vernichten. Aber Gott will nicht haben, dass Lot und seine Familie sollen dabei sein, wenn das wird passieren.
Und so sehr früh und ist noch eins wer wird in der Stadt, wo da seine Familie hier in den. Das sagt dann ging Lot, Vers 14, dann ging Lot Rüt nur seine Schwiersehens, der Mann, der sich mit seinen Dächter befrieren wollen, und sehen an, nu ab und verlot diese Stadt, willst der Haar als ganz rein diese Stadt zu vernichten. So wie ganz bedeutet, wie ganz rein diese Stadt zu vernichten. Und check mal, was das hier in der letzten Part von dieser Fall sein wird. Das ist eine treue Sache, was hier passieren wird. Das sage ich über, der Schwiersehens dachten, er Spaß mit an. Der Leben muss wie ein Spaß, wie ein Joke. Dass Schwierfutter wird kommen sein, dass die Stadt wird vernichtet worden und das soll hier rüt. Der Schwiersehens dachten, er Spaß mit an. Hier sieht man die Geschichte von Noah. Er hat auch sollen der Arche bauen, weil Gott will eine große Flood in die Welt bringen. Und er will der überraten, wer immer das wird annehmen, dass er will die Stadt vernichten. Und dann nimmt das auch an. Noah, der predigt, das wird ernst sein, dass sie würden verdammt werden, sie würden eine große Flut über ihn kommen. Und die haben sich etwas freigegeben an, da dachten sie, das ist bloß. Und jetzt ist das hier mit das Schwersehens dachten, das ist bloß mit an. Aber dann sagt er, als dann der nächste Tag anfängt zu dauern, parten der Engel Lot und sagten, nu ab, nimm deine Früh und deine Dächter, die hier sind. So, hier werden seine Früh werden hier und seine Dächter werden hier. Sie nimm die hier sind, dass die nicht ankommen, weil diese Stadt bestraft wird. So, hier seht ihr, sie sollen sich abmerken und gehen. Dann sagt er, als sie die mit Büter der Stadt gebracht haben, sehen sie, nu rand. So wo sich wie ein Engel, das würde nicht mehr so passieren, sie nu rand, dass die ihr Leben raten. Und dann sagt er hier, check nicht mal drei, nicht drei checken. Bloß vorab ran, bloß vorwärts checken und dann ran. Und dann nicht mal drei checken. Und halt je noch nicht ab im Tool, ran in den Bäumen an, dass je nicht auch vernichtet worden. So sie werden in der Gefahr, dass sie ihr Leben verlieren, wenn sie nicht bloß vorwärts werden ran und dann nicht wohl anchecken, nicht zurückchecken, von wo sie gekommen werden. Aber wir weiten die Geschichte, wo Lot seine Früh dreht sich die kickt drei und was damit auch passieren wird. Sagt Lot seine Früh über, der Hänger am Keim kickt drei und sie wird in Salzstein. Sie kickt drei. Über die Engel haben bestellt, sie sollen vorwärts ran, sie sollen sich spoden, nicht zurückkicken, noch nicht anholen, noch nicht zurückkicken. Über Lot seine Früh, die dreht sich um. Und ich dachte mit ihr, ich habe vielleicht mal gedacht, warum kickt sie drei? Na, was will sie kicken? Was wird, was der Hänger wird? Warum sie nach Himmel muss sich drei drehen und kicken danach? Ich glaube, das wird der alte Leben. Das Leben, was sie erst geführt hat in Sodom. Sie wird von da. Als Lot der Hand kommt, ich glaube, er befriedigt sich mit Ar da, von dem, was da Hand hier in der, und sie hat er vielleicht auch möglich mit, was da einmal da angehen in der Stadt, in der Amgegend. Und ich glaube, sie können nicht davon loslassen. Aber wie das Schuld, der alle legen zu lassen, dort zu hängen lassen. Und ich wundere, als das gewasst ist. Die Schrift sagt das nicht, aber ich wundere, als das gewasst, warum sie sich noch muss zurückkicken. Sie haben einen schweren Zeit, dort loszulassen. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel für uns, dass sie gewählt haben, vorwärts zu gehen, über das alle Leben rüberzugehen, nicht zurückkicken. Nicht nach was wählen, zurückkicken, von wo wir gekommen sind, bloß vorwärts gehen. Wenn wir uns eine Entscheidung gemacht haben, um das Leben zu führen, vorwärts zu gehen, für den Herrn zu leben, dann nicht zurückkicken. Nicht Zeit nehmen, nach zurückkicken, nach das alle Leben, von wo wir gekommen sind. Dass wir uns nicht loten raten von der alten sinnlichen Leben. Und Jesus hat eine Warnung gegeben. In Lukas 17. Kapitel, Vers 32 sagt er, denk an Lot seine Früh. So Jesus will hier soll wir überdenken, hier soll wir nur denken an das. Denk an Lot seine Früh. Lukas 7, 32. In Vers 33 sagt, wer sein Leben proeft zu holen, wird das verlieren. Wer will anholen in das alte Leben, das sittliche Leben, was gegen Gott ist, der wird das verlieren. Wer das will holen. Aber, und wer sein Leben verlässt, wird das holen.
wer wil ons als zijn oude leven leiden te laten, dat te verliezen, der wordt niet het leven krijgen. Der wordt het leven houden. So Jesus sagt, denkt und laat seine Früh. Sie wieder am Weg der Rüt. Sie wieder am Weg aus der Stadt Rüt. Aber sie können nicht dort, wo der Hänger er wie Tag lohnen. Ich glaube, sie hat ihre Gedanken zu sein und die Dinge, was sie da hat in der Stadt. Sie können nicht Tag lohnen, wo sie von Heim. Und ich dachte, wofür und wir nicht gleich so? Wie du gleich so? Wir sind gebunden an weltliche Dinge, wo der Welt uns gebunden hat. Wir sind gebunden, wir können da nicht los. Oder wir sind nicht willens, das loszulassen. Uns ist das zu schade. Das sind Dinge in uns Leben, die zu schade ist, das Tag zu lassen. Vielleicht sind es Freunde, wo wir vielleicht viel Zeit mit gespendet haben, wo wir vielleicht auch gepartied haben oder eins hat getan, was der gegen Gott ist. Und dort ist uns schon die Freunde loszulassen, der oft zu sein und dann vorabgehen und in das Leben rüberzugehen. Oder vielleicht haben wir auch am Anfang gemerkt, selber vielleicht am besten Weg, dann gehen wir drei. Es ist nicht weil uns ganz Hand zu geben. Haben uns vielleicht am Weg gegeben, was das irgendwie war, uns als der Tisch dann drehen wir am gehen drei. Drehen uns drei, von wo wir gekommen sind. Die Bibel, die nennt so ein Mensch, steht nur ein Fool. Was ist das dort? Er sagt in Sprüche 26, Vers 11, sagt die Schrift, so aus ein Hund sein, uitgespädet war Frat, so dass nur sein Dummheit immer war. Er vergleicht das mit einem Hund, was der uitspielen hat, das war der Dreh abfreten hat. Das ist, was ein nur ist. Und den Anfang gemerkt hat, jetzt war der Dreh, mit das war er vergleicht. Auch Petrus, in 2. Petrus 2, Vers 20 sagt, wenn ein Mensch durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus aus dieser Welt bei sie wie es rückgerat worden und dann sich war von der Sünde festnehmen lässt und durch uns versklavt wird, da ist schlechter auf, als er vorher wir. Das ist das erste Wir, nicht so? Wir am Anfang gemerkt haben, jetzt war der Dreh. Ich glaube nicht, weil der Mensch wirklich Rat hat sich ganz handgegeben für den Herrn Jesus Christus, dass er dann ganz trägt. Und er kann gleich seine Seligkeit verlieren oder schreiben noch. Aber als es dann vielleicht so noch, was am Anfang gemerkt haben, aber sich nicht ganz handgegeben, sie gehen trägt. Lassen sich weiter versklaven, von dort, wo sie am Anfang gemerkt haben, rüberzugehen. Das heißt, dann ist es schlechter mit so einer Person als vorher. In Vers 1 finde ich, sagt, dort wird Personen besser sein, wenn sie niemals Christus gehört haben, als am kennen zu lernen, und dann war das heilige Gebot dort angejeft, wir den Regen zu drehen. Vielleicht oder ein anderer wie gesagt, Gott den Regen drehen. Vielleicht haben wir am Weg nur Gott gegangen, dann sind die Sonne, da haben sich drei gedreht und haben Gott den Regen gedreht. Das heißt, für so eine Sache würde es besser gewesen, wenn sie das nicht mal gehört haben. Sondern eine Person ist schlechter auf, als sie vorher gewesen ist. So hat er verglichen mit einem Hund, der da sie ausspielen hat, und was er abfrieren hat. Und uns dort denken, das ist einem Anegen, nicht? Das ist eklig. Das ist eklig, daran zu denken. Und das soll uns alle Leben auch sein, uns alle Leben ekeln. Das ist für Gott nicht kennen, das ist für die Schrift von sein nicht. Das ist ein Ekel, das ist ein Anegen, denk. Sagt wir uns tauroden, dass wir im Rahn blieben und wir eine Entscheidung gemerkt haben, dass wir im Rahn blieben in diesen Reis, den wir angefangen haben. Dass wir auch würden, so dort mit eng kommen, das Paulus sein, dass er mit eng von seinem Leben kommt. Er hat in Reis gerannt
En hij had uitgehouden, ganz met één touw. 2 Timotheus 4, vers 7 zegt dat ik heb den gouden kampf gekämpft. Ik heb met om één uitgehouden. En ik heb geloven gehouden. Hij had zijn geloven niet verloren. Hij had een gouden kampf, den hij gekämpft had. En hij zegt dat is een kampf. En dat is ook. Dat leven dat is een kampf. Maar we moeten uithouden. Met één touw. Hij zegt, hij had. Ik heb geloven gehouden. Ik heb het één touw uitgehouden en ik heb geloven gehouden. En dan checken wat er hier verwider sagt, Vers 8, sagt er, verwiderhan ligt für mich eine Gerechtigkeitskroon reid, die der Herr, der gerechte Richter, mir und jeden Tag geben wird. En dan zegt hij, dit kriegt nicht bloß ich, aber all die sich dort freuen, dat der Herr kommen wird. So jeder einer, was sich dort freuen wird, was sich handgeben wird, für arm, der wird diese Kroon auch kriegen. Dat is hoe hij zich te freuen deed. Dit is wat ons verlangen zal zijn. Dit is een ziel te zaten en aan hem rand blijven. Niet eens laten waar verzien en treedrein door het oude leven van waar we gekomen zijn. Verab kijken en voorwaarts gaan. Dat we ook doen kunnen zijn, ik ga op dat ziel los, den prijs te krijgen, wat God mij vom Himmel in Christus Jezus geroepen heeft. Zo, ik weet niet wat God zich gewählt hat für die Leben. Aber was immer das ist, im Rahmen bleiben. Ab das Ziel, wo er die berufen hat. Was immer das mag sein in die Leben. Ich weiß nicht, was das in die Leben ist. Uns Verlangen ist, meine Frau und ich, wir wollen in das nächste Jahr, wir wissen nicht, was Gott in das Jahr hat für uns, aber wir wollen vorwärts gehen. Op den Ziel waar losgaan en het niet doen, bis am Rand blijven. Niet raufstoppen, maar uitstoppen. Wat immer hij heeft voor ons, dat willen we aannemen en aan ons tot te vrijen wat de toekomst wordt brengen. Wat God ons beroepen heeft. So mijn gebed is dat dit wordt in jedem Einzien verlangen zijn. Wat immer God zich gewählt heeft, wat hij van die willen zijn, in den Reis aan te gaan, in den Rest te blijven. En niet terugkijken. Niet terugkijken. So, wo bist du? Ik weet niet, wo jeder einer ist. Ich weiß, wir sind hier eine große Schar in unserer Gemeinde. Große Schar Menschen. Und da sind viele, ich habe gesehen, die haben sich gewählt in dessen Restaurant und die bleiben im Rand. Und Gott sei Dank dafür. Wir haben Gott hoch zu loben über jeder einer, der im Rand bleiben wird, der nicht aus den Reis rausstoppen wird. So, weil wir im Rahmen bleiben, wollen wir nach dem Schluss noch beten. Gott, himmlischer Vater, wir kommen zum Schluss nach Himmel für dich und wir danken dir für diese Beispiele, die wir haben in dein Wort, von dem Ziel zu sagen, für uns Leben, für unsere Zukunft. Gott, help uns, dass wir wollen, wenn wir ein Ziel gesagt haben oder wenn wir ein Ziel sagen wollen, dass wir mit dir einverstanden sind, was du wollen haben von uns. Dat we wollen deine Unterstützung können haben, dass du mitten bei uns können sein, in dort, was wir uns gewählt haben, zu tun in der Zukunft. Und help uns Gott, dass wir auch wollen vorabchecken, dass wir nicht wollen, bekommen, wo uns das alte Leben schuld wird sein, und dass wir uns dann wollen wählen, Trete drehen. Das lässt sie früh. Sie dreht sich, kickt Tränen ihr altes Leben, ihre Vergangenheit, nennen, und was damit auch passieren wird. Das die auch sein, dass wir sollen daran denken, dort an unser Gedächtnis holen. Und help uns Gott, wenn wir ein Ziel sagen tun, oder wenn wir noch nicht haben, dass wir so ein Ziel sagen, was die gefallen wird sein. Dass es nicht wird anders sein, was wir uns wählen tun, nur uns Verständnis nur, aber dass wir wollen, die du noch Frauen und die Unterstützung wollen haben dafür. So, ich danke dir noch einmal, Herr, für dein Wort. Ich danke dir für das Beispiel, was wir haben von dem Apostel Paul. Von, wenn wir kicken, dann, was in der Vergangenheit wir, wo er die Christen verfolgen hat, und wo du die wählen hast, dass er soll Christen merken, und es steht Christen abbringen. Und das ist ein guter Beispiel für uns von der und auch. Ich danke dir für so eine Beispiel, das dort. Und ich bitte, dass wir das wollen annehmen, in uns Leben anwenden, und dann nur leben. Und so leben, dass dir das wird gefallen, dass du uns sehen und uns leiden, dass wir wollen auch mit einkommen, und dass du uns sein, du hast gut getan, komm näher, Tür deiner.
In die Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.